In Dersim gibt es ja für die Kalams, für die Klagelieder, ist die Geige sehr beliebt gewesen. Heute auch nicht mehr. Und zwar die aufrecht gespielt wird. So. Silkus, das ist so der bekannteste, größte Dichter, Sänger so in Dersim gewesen im 20. Jahrhundert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso eigentlich die Geige? Wo kommt die Geige daher? Das ist ja also so, wie Silkus das gespielt hat, ein europäisches Instrument. Die Geschichte von diesen Streichinstrumenten zeigt eigentlich schon, wie kompliziert das ist. Also Instrumente gibt es immer in Abbildung. Das kann man ein bisschen besser zurückverfolgen als die Lieder. Es gab in Elazığ oder auch in Sivas in armenischen Schulen ganze Orchester, Sinfonieorchester, um 1900. Vor dem Völkermord 1915 gab es in Schulen, da gibt es historische Fotos, jede Menge. Die hatten richtig große Streichorchester. Also Elazığ, heute gibt es ja kaum sowas. Ja? Aber damals gab es ein Dutzend von denen. Von da aus, das heißt, es gab viele Leute, Schüler, die Geige gespielt haben. Von da aus ist es in die Dörfer gegangen. Natürlich erstmal armenische Dörfer und dann haben die Aleviten das entdeckt und haben es auch gespielt. Das heißt, das war so eben nicht, ist das jetzt ein armenisches Instrument? Nein. Es war ein europäisches, dann die Armenier, dann die Aleviten. Auf der anderen Seite gab es aber in Kocaeli